Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, wie würde ich aufstellen? Wie ist mein Tipp fürs Spiel? Und ja, bevor wir da reingehen, ihr kennt's, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich so tue. Schreibt einen Kommi, gebt einen Daumen, ihr kennt das Spielchen. Ja? Gut, erste DFB-Pokalrunde gegen SVW in Wiesbaden. Ja, ich habe es ja schon in der PK so ein bisschen gesagt. Ist ein Drittligist, ja, wir spielen natürlich auswärts. Ähm, ja, Vinny hat es ja auch gesagt, ist ja anscheinend eine Mannschaft, die auch 'n guten Konter fahren kann und so weiter. Darf alles keine Ausrede sein. Leute, am Ende des Tages ist es 'n Drittligist, es geht um den DFB-Pokal, wir sind heiß, wir wollen endlich mal wieder nach 5 Jahren ein bisschen was reißen im DFB-Pokal und von daher, erwarte ich da 110%, ja? Und von daher ist mein Tipp 5:0. Vielleicht 5:1, aber ich bleibe mal bei 5:0. Also 0:5 natürlich. Wie gesagt, Drittligist, ja, du musst halt das auf den Platz bringen, was du gegen Leipzig auf den Platz gebracht hast und dann solltest du auch keine Probleme haben, ja. Also, auch wenn es eine Mannschaft ist, die 'n Konter beherrscht. Also, da müssen wir die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Aber natürlich, es kann Pokalspiel, ja, es kann immer irgendwas schiefgehen. Du kriegst wir haben es letztes Jahr gesehen, du kriegst eine dumme rote Karte. 2, 3 Spieler haben keine gute Form, sind nicht 110% bei der Sache. Wien Wiesbaden ist heiß, setzt 2 Konter direkt, wo wir am Anfang reinlaufen, wo wir Gas geben. Ja, und dann kann der Bums natürlich nach hinten losgehen, so, da brauchen wir nicht drüber reden, ja, aber ich erwarte das nicht. Ich erwarte, dass die Mannschaft brennt und, ich erwarte ein klares Ergebnis und das ist ein 5:0 für mich. So. Gut, damit gehen wir mal rein in die Aufstellung, wie ich aufstellen würde, ne? Ich bin da jetzt gar nicht so weit weg von Vinny. Ja, Urbich ist klar, Urbich ist im Tor, haben wir schon gehört und ich würde ihm die Spiele auch auf jeden Fall geben im DFB-Pokal. Ähm, ja, in der Innenverteidigung müssen wir 2 aus 3 finden. Hm, persönlich muss ich sagen, hat mir Tah, und Opa die Kombo bisher sehr gut gefallen. Ja, in dem einen Spiel war Opa ein bisschen stärker, im anderen also im Supercup. Jetzt in der Bundesliga war es umgekehrt, da war Tah ein bisschen stärker, ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Von daher würde ich auch mit den beiden beginnen, ja. Ähm, klar sollte irgendeiner ein bisschen angeschlagen sein oder sonst was. Ich glaube, du kannst bedenkenlos 'n Minje reinwerfen. Ja, ich meine, er hat à la Lucio gezeigt, was Phase ist. Ich denke, auch er ist heiß und will sich zeigen. Ja, deswegen. Aber für wen jetzt hier, ist völlig wurscht. Ich trage ihn mal ein hier. Ähm, ist für mich ein absoluter No-Brainer, hier auch ein Minje reinzuwerfen, ne? Also, da habe ich gar keine Bedenken. Gut, dann kommen wir natürlich jetzt schon zu den ersten wilden Sachen. Und zwar geht es um die rechte und linke Verteidigerposition. Ihr wisst es, ich bleibe auch dabei, für mich ist Conny Leimer kein Rechtsverteidiger. Punkt. Ja, ihr werdet es nicht erleben, dass ich Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstelle, es sei denn, ähm, wir haben keine anderen Rechtsverteidiger mehr. Ja, ansonsten, nö. Bei mir würde ein Stunny nach rechts gehen, da wo er hingehört. Ja, da kann er sich direkt einspielen oder könnte sich mal einspielen mit Michael Olise. Das ist ja unsere Seite, die geplant ist oder die ich sehe. Ich sehe nicht Conny Leimer als Rechtsverteidiger. Ähm, ich meine, Stunny macht es okay jetzt als Linksverteidiger, ja, aber ja, weiß ich nicht. Also, sobald ein Davis da ist, oder ein Ito, ähm, wird 'n Stunny nicht mehr Linksverteidiger spielen. Da muss er sich wieder komplett umgewöhnen als Rechtsverteidiger. Völliger Schwachsinn, dann stell doch einfach gleich hier, stellen Conny Leimer meinetwegen dahin, weil wir gerade nichts anderes haben. Ja, ob er jetzt über die rechte Seite kommt oder über die linke Seite, aber so könnte sich ein Stunny doch endlich mal mit 'm Michael einspielen, ne? So spielt sich ein Conny die ganze Zeit mit Michael ein, bedeutet, ja, anscheinend setzt man auf Conny Leimer als Rechtsverteidiger. Ich weiß es nicht. Anscheinend ist das so. Man sieht 'n Stunny nicht als Rechtsverteidiger, man sieht keinen Boué als Rechtsverteidiger. Was soll ich dazu sagen? Dann ist das so. Wird natürlich nicht passieren.
Ja, Conny Leimer wird natürlich über die rechte Seite kommen, Stani über die linke Seite. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Ich hätte natürlich einen Adam Aznou hier hingestellt, aber den haben wir natürlich abgegeben. Ja, ansonsten wäre das natürlich seine Zeit gewesen, sich als Linksverteidiger zu zeigen, aber gut, anderes Thema. Gut, ihr habt gesehen, Michael habe ich schon aufgestellt. Ich denke, vorne die Geschichte ist auch relativ schnell erzählt. Da ist auch keine große, keine große Auswahl. Hier, guck mal, hier steht sogar noch Coman drin, ist ja wild. Diaz, in der Mitte haben wir Serge. Ja, ich würde einen Serge auch da hinstellen. Serge hat es gut gemacht. Jetzt im ersten Spiel, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Auswechselspieler haben wir natürlich Lennart Kahl. Ja, ich packe ihn jetzt mal dahin. Kannst du natürlich für irgendeinen aus dieser Dreierreihe bringen. Die können sich alle ein bisschen verschieben. Diaz kann durch die Mitte spielen. Michael kann durch die Mitte spielen. Genauso kann Gnabry über rechts oder links kommen. Also da machen wir uns keine Sorgen. Vorne mache ich Kusi Asare rein als Backup für Helby. Ja. Und dann haben wir eigentlich nur noch unsere zwei Mittelfeldspieler. Ja. Sage ich euch ganz ehrlich, ich würde mir gerne mal, so wie ein Goretzka aktuell in Form ist, würde ich mir gerne mal Goretzka mit Pavlo anschauen. Ja. Also das sollte ja für einen Drittligisten möglich sein. Wird natürlich auch nicht passieren, so König Kimmich spielt immer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Kimmich hat für mich jetzt auch noch nicht so seine gute Form gefunden. Was nicht schlimm ist, war jetzt nicht schlecht oder sowas, ja, aber ich denke, bei Kimmich ist noch eine Menge Luft nach oben. Wenn Leon fit ist, weiß man natürlich nicht, ob er vielleicht doch ein bisschen angeschlagen ist mit seinen Bänder umknicken. Das sah schon wild aus. Aber ansonsten war Leon ein starker Part in der ersten Halbzeit. Und von daher würde ich mir einfach mal Goretzka und Pavlo anschauen wollen. Alternativ, man kann natürlich auch darüber reden, mal Conny Leimer in die Mitte zu stellen, Boe auf links. Ja, hat ein Boe auch schon gespielt. Oder lassen Stani dann auf links stellen, Boe auf rechts. Aber das ist alles Stückwerk, da Conny Leimer ja anscheinend als Rechtsverteidiger geplant ist. Wie gesagt, werdet ihr bei mir nicht erleben. Für mich ist, ob er rechts nicht verteidigt defensiv oder ob er links nicht verteidigt defensiv. Also Conny Leimer nach vorne ist er stark, ja, auch wenn er hier so im Halbfeld ist, wenn er da in den Zweikampf in Gegenpressing und so. Conny Leimer ist eine Maschine, was das anbelangt, ja. Aber wenn wir tief stehen und es kommt ein Gegner auf ihn gelaufen, der verhindert nicht eine Flanke. Ja. Und ob er das jetzt über die rechte Seite macht oder über die linke Seite, sehe ich jetzt nicht so als das Dramatische an. Wie gesagt, ich fände es wichtig. Mir ist es auch egal. Meinetwegen, wenn du auf Boe setzt, dann stellen Boe jetzt auf. Ja, und dann lassen es dann die links, meinetwegen. Es muss doch jetzt mal langsam sich mal eine Achse da bilden können über die rechte Seite, wenn wir schon über die linke Seite keine Achse bilden können, weil Diaz sich da irgendwann mit dem Davis anfreunden muss. Ja. Aber anscheinend ist die Achse Leimer-Ulisse über rechts. Ja. Wie gesagt, ich fühle es nicht. Ja, auf lange Sicht sehe ich einen Conny Leimer immer noch bei uns im Mittelfeld. Könntest du sogar auf die Zehnerposi stellen, meiner Meinung nach. Er kann guten Pass spielen, ist eine absolute Pressingmaschine. Ja. Wäre natürlich eine andere Art Zehner, ja, logisch. Aber ich glaube, selbst da könnte ein Conny Leimer gut performen. Ja, wir haben natürlich noch Rafa Guerrero, ja, wollen wir nicht vergessen. Hier. Auch den könntest du natürlich gegen Drittligisten als Linksverteidiger bringen. Ich weiß nicht, wie seine Form ist. Ich habe noch nicht kein wirklich starkes Spiel von ihm als Linksverteidiger bei uns gesehen. Auf der Rechtsverteidigerposition hat er Anfang der letzten Saison ein paar gute Spiele gemacht. Als Zehner, boah, weiß ich auch nicht. Ja. Eine eine Position tiefer, so ein Achter oder so, kann ich mir schon vorstellen. Als Zehner hat er mir jetzt auch nichts gegeben. Aber ich glaube, das liegt auch eher daran, dass er gerade auch nicht wirklich eine gute Form hat. Ja. Oder das ist einfach sein Leistungsniveau, keine Ahnung. Ja, und das war's schon. Ja. Bischof verletzt, Boe haben wir eingetragen, Coman ist nicht mehr da, Davis verletzt, Guerrero haben wir, Ito haben wir verletzt. Karl haben wir eingetragen, Kim haben wir eingetragen, Kimmich, Kusi, Asare, Musiala verletzt. Wanner ist nicht mehr da. Ja. Also das sind die Alternativen. Ne? Und deswegen, die Mannschaft stellt sich fast von alleine auf. Ja, können wir kurz darauf eingehen. Man könnte jetzt sagen, ja, du bist ja auch immer so ein Jugendverfechter und so. Stimmt, bin ich.
Klar könnte man jetzt sagen, man fängt mit Lennart Kahl und Kusi Asare an, aber ich denke auch, das ist das verkehrte Zeichen, so wie es Vinny auch kommuniziert hat, ja. Ich gehe mit, fange an mit voller Kapelle. Die Jungs, die gespielt haben gegen Leipzig, haben alle stark gespielt, da ist keiner abgefallen. Ansonsten hätte man natürlich sagen können: „Komm, der abgefallen ist, nimmst du raus.“ Aber das war keiner. Und von daher, will ich mit voller Kapelle anfangen und dann kannst du ja, wenn es früh 3:0 steht, kannst du ja früh die jungen Wilden reinbringen, ist ja alles nicht das Problem, ne? Ähm, aber ansonsten bin ich da auch schon bei Winnys Geschichte. Es ist ein Pokalspiel, es ist ein K.O.-Spiel. Wir wollen nach Berlin kommen und deswegen heißt es: „Beste Mannschaft drauf und Feuer frei.“ Und in diesem Sinne, Leute, das wäre meine Aufstellung. Mein Tipp habt ihr gehört. Schreibt mir gerne euren in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.